Hallo zusammen, nächstes Vlog da, 2000 Abonnenten-Special. Ich bin der Ratschach. Ich bin der Sven und danke für die 2000 Nasen, die sich entschlossen haben, unseren Kanal regelmäßig zu schauen. Das Format hier ist nicht nur ein 2000 Abonnenten-Special, sondern es sollte einerseits ein Format sein, wo ihr euer Feedback könnt anbringen könnt, andererseits, wo wir aber auch irgendwie so ein bisschen... Selbstreflexion. Genau. Und wichtig ist, dass ihr dort auch euer Feedback liegen lasst. Weil uns ist es bis zu einem gewissen Punkt halt auch wichtig, den Dialog zu euch, mit euch ein bisschen aufzubauen. Ja. Spürst du mich, fühlst du mich? Also gut finde ich, dass die Leute uns anfangen Fragen zu stellen und wir sie nicht mehr selber formulieren. Du selber formulieren. Ich selber formulieren. Außer die vom Satan, die weiss nicht, woher die gekommen ist. Die war also verrussen und hat nach Pech und Schwefel geschmeckt. Who knows? Auf jeden Fall, falls euch interessiert, von wo das Viertelfrage eigentlich seine Inspiration genommen hat, Machinima Inbox. Blow a hobo or lick APL's beard. You know what? I'm gonna turn this on its head, okay? If I lick APL's beard, you know what APL's gonna be? He's gonna be bummed out because my spit's getting all up on his business and near his face. And I've got his hair in my teeth. So you know what? I'm gonna blow the hobo because at least then somebody's happy. Me! Und die haben gedacht, das müssen wir auch mal machen hier in der Schweiz. Und entgegengesetzt jeglicher Erwartung kommt für die Frage wirklich nicht schlecht an. Natürlich macht es uns auch Spass, sonst hätten wir es nicht von Anfang an gemacht. Genau. Das ist das Baby vom Sven. Mein Baby, genau. Ich wollte dort eigentlich das schon immer mal machen, habe ich jetzt auch im letzten Video schon erwähnt. Dann habe ich noch ein Video-Essay, bin ich am Schreiben über eine Serie, die sich nennt Generation Kill. Kann ich jedem empfehlen. Also bevor ich das Video-Essay raushaue und sage Spoiler Alert, könnt ihr zuerst die Serie schauen, schaut die Serie jetzt. Und es geht um den Irakkrieg 2003. Mega gute Serie, weil sie so ein bisschen mega Anti-War ist und ich finde das interessant, so der Anti-War-Aspekt. Ich weiss nicht, ich habe noch nie ein Video-Essay auf YouTube gesehen, das auf Schweizerdeutsch ist, aber es sind verdammt nochmal gute Video-Essays. Danke. Also jeder, der sie nicht gesehen hat, schaut sie bitte an. Dort bin ich ein bisschen enttäuscht von uns, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil das ist ein Format, das so ein extremes Potenzial hat und wir schöpfen das einfach nicht aus. Was wir natürlich wollen im kommenden Jahr, dass wir das Format ein bisschen pushen, ein bisschen mehr rausbringen, weil es gibt noch so viele soziale Gruppen, wo man eigentlich könnte mit einbinden. Und das ist wirklich, die Resonanz ist so gut, die werden so viel geschaut, die Leute lachen darüber, man markiert sich gegenseitig drauf. Also, hey, man muss natürlich auch wissen, sagen wir jetzt immer, ein Video über Bauarbeiter will machen, wenn Bauarbeiter mit uns ehrlich werden, dann muss man natürlich auch wissen, was die denn denken. Also müsste man dann auch extra jemanden haben, der dort schafft. Wir müssten ausfragen, wir müssten so viel schreiben und dann gleich nur einen Bruchteil benutzen von dem, was man sich aufgeschrieben hat. Also es steckt auch ein bisschen Arbeit dahinter. Und dann halt auch noch das Schneiden, oder? Ja, das Schneiden ist grundsätzlich, weil es relativ kurze Videos sind, ist nicht so extrem aufwendig. Ja, es ist halt eine Seite A4 in der Regel. Eine Seite A4 ist etwa zwischen 5 und 6 Minuten Video und das ist eigentlich, finde ich, die perfekte Länge für das, weil in 5 Minuten kannst du eigentlich etwas sagen. Aber halt auch nicht irgendwie, es geht nicht 10 Minuten, 15 Minuten, wo dann langweilig wird. Wehrpflicht sei Dank, dass das jedes Jahr oder jedes halbe Jahr wieder losgeht. Genau. Das ist wirklich etwas, finde ich, wo mega eigen für die Schweiz ist, dass dort die Leute sich damit identifizieren können oder müssen, weil sie zusammen haben müssen ins Militär gehen. Markieren sich halt die Kameraden, hey, schau mal da. Ihnen sogar irgendetwas. Ein Lehrer, der im Deutschunterricht haben sie irgendwie Slangs durchgenommen und dann hat er das Armee-Slang-Video laufen lassen. Und ich habe mir so gedacht, ja tschüss. Wenn Neftsblog jetzt zum Bildungsorgan in der Schweiz wird, ja dann können wir uns ja eh alle den Kopfschuss geben, weil dann ist es vorbei. Grundsätzlich ist das vom Aufwand im Vergleich zu den anderen sehr, sehr einfach zu machen. Ich meine, das erste Militärguide ist eigentlich, hätte das nur das Intro sein für das Armee-Slang-Video. Es hat sich herausgestellt, dass das Intro so lang war, dass ich gedacht habe, ja easy, da kann ich in dem Fall ja auch als einfach einzelnes Video aufladen. Und das ist das, was bis heute noch immer noch am extremsten abgeht. Jedes Mal, wenn eine neue RS anfängt, dann pff, ja, ich habe jetzt auch gesagt, ich werde die Militärkuh noch ein bisschen weiter melken. Militär ist auch nicht mein Thema, das überlasse ich dem Sven. Ich helfe gerne mit oder ich gebe meinen Senf dazu, aber ich hasse es. Auch wenn das jedes Mal, wenn du irgendwo bist, am Trinken oder am Essen mit deinen Kollegen oder mit der Familie, schlussendlich, am Ende des Abends redet ihr immer über das Militär. Und das kotzt mich an. Mindestens einmal redest du immer. Es kommt irgendeiner und redet irgendetwas vom Militär und zack, ist man wieder in dieser Militärsparte drin und redet sich das Maul tot über das. Ich will die Dichte vom Output ein bisschen erhöhen. Ich habe das erste halbe Jahr nicht so viel gemacht. Jetzt habe ich mehr Zeit, jetzt bin ich motiviert, jetzt will ich mehr machen.
Du siehst so motiviert aus. Es gibt so viele Themen, die mich persönlich ansprechen oder beschäftigen und ich einfach denke, da könnte ich etwas drüber machen. Und von den letzten 2 Videos, das sind die Leute gefühlt, mehr oder weniger, es ist wissenswerter gewesen, als ich gedacht habe. Ich wollte nicht ein Medium machen, das Wissen vermittelt, sondern einfach etwas, was lustig ist und trotzdem haben die Leute etwas daraus gelernt. Ja, ein Chili-Video. Und ich selber müssen sagen, hey Gott verdammt, eigentlich habe ich jetzt etwas gelernt in diesem Scheiße, wenn Video. wir mit dem Rechner Mann, ja. Wir sind ja auch am Rechnen gewesen. Mit diesen scheiß Govil, Mann, wo wir einfach nicht rausgekommen sind, wie das funktioniert. An dieser Stelle mal erwähnen und ein Shoutout an den Pesche, der auf den genialen Namen gekommen ist. Und natürlich fürs Helfen vom Drehen vom Teaser, ja. Und der Dolly Zoom wäre auch nicht ohne sein Auto gegangen. Dort sind wir das letzte Mal auf Athen gegangen und das ist eigentlich, wenn ich mich zurückerinnere, eines der witzigsten Videos gewesen, zum Drehen und zum Machen. Jetzt zum Schauen gebe ich zu, es ist erstens viel zu lang, es ist zu langatmig auch. Aber das haben wir gedacht, das werden wir sicher auch mindestens einmal machen das Jahr, aber ein bisschen, vielleicht vom Schnitt ein bisschen schneller paced und auch vielleicht in 2 bis 3 Parts. Auf jeden Fall nicht mehr 20 Minuten am Stück, Genau. das ist mal sicher, weil so lange hält jetzt glaube keiner aus, wenn es nicht etwas wirklich mit einem Faden ist. Mit uns, hast du sagen. So lange hat es Ja, niemand nein. aus mit uns. Grundsätzlich muss man sagen, es ist sehr gut angekommen unter euch. Also es hat direkt über 1000 Aufrufe gehabt. Jetzt war es einfach so gewesen, in meinem persönlichen Umfeld hat es 1-2 Stimmen gegeben, die das irgendwie schade gefunden haben. Dass wir jetzt so Trash machen, ich meine, viele Frage ist auch Trash, aber das ist irgendwie noch so, da haben wir uns ja selber aufs Korn und der Main-Kritikpunkt war dort, dass ein paar Leute das Problem hatten, dass wir jetzt Leute bloßstellen. Ich habe ja dort mal in einem Video-Essay auch gesagt, dass wir nicht Leute bloßstellen wollen. Was das Gegenargument für das ist, ist einfach, wir stellen dort ja eigentlich niemand bloß. Das ist ja 100% anonymisiert. Zusätzlich kommt dazu, dass wir haben nicht Garantie, dass das nicht einfach erfunden worden ist. Es hat einfach einen gewissen Unterhaltungswert, das Zeug in lustigen Stimmen vorzulesen. Und auf dort sollte eigentlich der Fokus sein, auf unsere Stimme und unsere Interpretation von diesem Kommentar und auf die Reaktion von uns und nicht eigentlich auf die Person. Ihr Spitzenleute sind voll darauf abgefahren, weil er bekanntlich Sex sellen tut. Vor allem in der Schweiz, wo der Voyeurismus ja hoch im Kurs steht. Jeder will alles über den anderen wissen. Und so hat sich auch das Format dann recht schnell etabliert. Das erste wäre eigentlich, wir haben so ein paar Skits und Sketches geplant, vielleicht auch eine Sketch-Serie, beziehungsweise wirklich so eine geschauspielerte Serie mit der Inspiration von Parks and Recreation. Would you like to sample our vegan bacon? Yes, please. I want one. Das Intro dazu haben wir auch schon, aber der Rest wird... Oh ja, das Intro ist ganz gorgeous. Thema Podcast, ich habe auch schon überlegt, ob wir einen lancieren wollen. Wir zwei reden einfach gern. Ja, wir zwei reden einfach gern. Genau, ja! Punkt. Manchmal sind es auch interessante Themen. Ich weiss noch, in einer Wege haben wir noch viel geredet und dann sind wir von einem Thema ins andere gehüpft. So ergeben sich gute und interessante Gespräche. Wieso geben wir dem nicht mal einen Versuch? Vielleicht auch mit anderen Gästen, sehr wahrscheinlich. So ein Podcast wird dann nicht so sarkastisch, selbstironisch sein wie die anderen Videos. Es wird ein bisschen ehrlicher sein. Eben, wir sind ja auch noch Menschen mit Meinungen. Auch ich bin nicht nur immer sarkastisch. Ja. So, jetzt sind ihr aber gefragt, welche Viertelfragen fallen euch noch ein, was für Inputs gibt es für YouTube und TV, was für Sachen würdet ihr im Militär gerne sehen, welche Berufsgruppen oder Themen würdet ihr gerne sehen, wenn X ehrlich zu uns wäre, oder über was würdet ihr gerne mal ein Video-Essay sehen, ein Thema, das euch am Herzen liegt, wer würdet ihr allgemein mal gerne sehen auf diesem Kanal. Ich denke, langsam aber sicher sind wir auch in der Lage, um Leute anzugehen und jetzt lohnt es sich eben nicht nur für uns, sondern auch vielleicht eventuell für die anderen. Jetzt sind wir 2000 Nasen auf diesem Kanal und darum danke vielmals für 2000 Abonnenten, Gottverdammt! Schauen wir auf ein gutes nächstes Jahr. Was meint euch der Karl dazu? Karl! Nein, der Kommunismus wird nicht abgeschafft im 2018. Abgeschafft oder angeschafft? Abgeschafft. Wie schafft man? Etabliert, habe ich sagen. Neu ist definitiv, ich habe eine neue Brille. Willst du etwas Lustiges dazu sagen? Hahaha, Brille. Ja, der Leo Trotzki hat gerade angerufen und hat gesagt, er will seine Brille zurückhaben. Du 4 Augen. Wieso 4 Augen? So sagt man Brillenschlange. Aha, wieso? Ich habe ja nicht 4 Augen. Scheiße, du siehst, schau mich mal an. Du siehst richtig...